Deshtele, meine Damen und Herren, ich bin Sonam Hamo und herzlich willkommen zu Tibet diese Woche, den wöchentlichen Nachrichten dieser Woche zu Tibet, seiner Heiligkeit dem Dalai Lama und der tibetischen Zentralverwaltung. Schauen wir uns als erstes die Schlagzeilen an. Für eine glücklichere Welt sollte man die Menschlichkeit berücksichtigen, so seine Heiligkeit der Dalai Lama. Seine Heiligkeit schreibt an den indischen Präsidenten zur erfolgreichen Operation. Kondolation zum Ableben von Sri J.M. Mukhi. Tom Lantis Kommissionsanhörung beleuchtet Tibet. US-Außenministerium weigert sich, Tibet als unveräußerlichen Teil Chinas zu bezeichnen. Office of Tibet DC begrüßt Änderung. China sieht sich mit Vergeltungssanktionen konfrontiert. Office of Tibet Washington DC organisiert einen chinesischen Webplattform zum Thema Tibet. Tibet war nie ein Teil von China. Webinar zum Tibet-Brief 2020. Abgeordneter Arya spricht über Tibet im Hauptquartier der japanischen Regierungspartei. Italienische Parlamentarier und Zivilgesellschaften diskutieren über Tibet und Xinjiang. Seine Heiligkeit der Dalai Lama betont, dass wir für eine glücklichere Welt die gesamte Menschheit in Betracht ziehen müssen. To build happy world, happy humanity, national differences, religious differences, cultural differences is secondary. Important is we all same human being. We have to live together on this planet. We want happy world. We want a peaceful world. Seine Heiligkeit traf sich mit den Studenten der russischen Universität bei einem virtuellen Gespräch von seiner Residenz aus am Donnerstag letzter Woche. Seine Heiligkeit der Dalai Lama schrieb an den Präsidenten von Indien S.E. Ramnath Kovind und gratulierte ihm zu seiner erfolgreichen Operation, der er sich kürzlich unterzogen hatte. Seine Heiligkeit betete auch für die schnelle Genesung des Präsidenten. Der Sprecher des tibetischen Exilparlaments Pema Chungne bekundete sein Beileid zum Tod von Sri J.M. Mukhi, Anwalt am obersten Gerichtshof, ehemaliger Rechtsberater des Außenministeriums und Rechtsberater der tibetischen Zentralverwaltung, der am Montag letzter Woche in Delhi verstorben ist. Die Tom Lantis Human Rights Commission veranstaltete am Mittwoch letzter Woche eine virtuelle Anhörung mit dem Titel The Global Magnitsky Human Rights Accountability Act – Taking Stock, das globale Magnitsky-Menschenrechtsrechenschaftsgesetz, die Berichterstattung. Laut der Veranstaltung wurde die Anhörung abgehalten, um den Mitgliedern des Gremiums und der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, zu überprüfen, wie die Sanktionsbefugnis umgesetzt wurde, wie effektiv die Sanktionen bei der Erreichung ihrer Ziele waren und ob irgendwelche Anpassungen an das ursprüngliche Status erforderlich sind. Die Veranstaltung wurde von den Co-Vorsitzenden der Tom Lantis Menschenrechtskommission, den Kongressabgeordneten James McGovern und Chris Smith, mitorganisiert, die neben Xinjiang insbesondere die anhaltende Unterdrückung in Tibet erwähnten. Das US-Außenministerium veröffentlichte seinen jährlichen Bericht Country Reports on Human Rights Practices. Der diesjährige Bericht, der vom Büro für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit erstellt wurde, enthält über 50.000 Wörter, die die Einschätzung der USA über die sich verschlechternde Menschenrechtslage in China beschreiben. Der diesjährige Bericht markiert einen Erfolg für die Tibeter, denn im Abschnitt über Tibet erwähnt das Bericht, dass Tibet nicht ein unveräußerlichen Teil Chinas ist, eine Abweichung von früheren Berichten. Diese symbolische, aber wichtige Geste wurde von der tibetischen Zentralverwaltung wiederholt gefordert und das Tibet-Büro Washington DC hat die Änderung begrüßt. Der Bericht der Joe Biden Administration hebt die besorgniserregende Massenüberwachung von Tibetern, Uiguren, Dissidenten und Glaubensgemeinschaften durch Chinas Ministerium für öffentliche Sicherheit hervor. Der Abschnitt über China beschreibt detailliert, wie die chinesische Regierung Überwachungskameras in Klöstern in der autonomen Region Tibet und in tibetischen Gebieten installiert hat, die es der Kommunistischen Partei Chinas ermöglichen, die Kommunikationssysteme bei größeren Sicherheitsvorfällen zu unterbrechen. China sieht sich heftigen Gegenreaktionen für die Verhängung von Vergeltungssanktionen gegen Parlamentarier, Institutionen, Forscher und Wissenschaftler in der ganzen Welt gegenüber, darunter auch Gesetzgeber aus der EU, Belgien, den Niederlanden, Schweden und Großbritannien. Die von der EU ergriffenen Maßnahmen wurden von Großbritannien, den USA und Kanada unterstützt und angeschlossen. Diese Länder gaben eine gemeinsame Erklärung heraus, in der sie China aufforderten, die repressiven Praktiken einzustellen.
Die Sozialisten und Demokraten, die zweitgrößte Gruppe von Gesetzgebern im Europäischen Parlament, verurteilten Chinas Aktionen und kündigten an, dass sie mit China nicht über das Investitionsabkommen zwischen der EU und China verhandeln werden, solange die Sanktionen nicht aufgehoben sind. Die französische Regierung berief Chinas Botschafter in Frankreich Liu Xiaoye ein und drückte seine starke Missbilligung und Unannehmbarkeit von Chinas Vergeltungssanktionen aus. Am 24. März 2021, während der Anhörung des chinesischen Botschafters Li Junhua im Ausschuss für Auswärtige Angelegenheiten des italienischen Unterhauses zu G20-Angelegenheiten, inszenierten die Abgeordneten der Partei Lega Nord einen Streik gegen den chinesischen Botschafter. Eine Gruppe von 15 Mitgliedern des britischen Parlaments unter der Leitung von Tim Loughton, dem Vorsitzenden der All-Party Parliamentary Group on Tibet, wandte sich mit einer Petition an die Regierung und der Außenminister Dominic Raab forderte Sanktionen gegen weitere Beamte wegen Menschenrechtsverletzungen sowohl in Xinjiang als auch in Tibet. Der britische Premierminister Boris Johnson lud einige der Abgeordneten, darunter RT Tim Loughton, zur Diskussion über die von China verhängten Sanktionen gegen 9 britische Bürger, darunter 5 Abgeordnete. Premierminister Boris Johnson sandte eine klare Botschaft an die chinesische Regierung, dass das Vereinigte Königreich an der Seite der Abgeordneten steht und forderte, die groben Menschenrechtsverletzungen in China zu beenden. China verhängte am 22. März 2021 Vergeltungssanktionen gegen 10 Einzelpersonen und 4 Einrichtungen auf Seiten der EU, nachdem die EU 4 Personen in China wegen ihrer Beteiligung an den Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang verurteilt hatte. Der Koordinator für chinesischsprachigen Bürger des Tibet-Büros in Washington D.C., Herr Zötim Gyatso, organisierte am 26. März mit Hilfe der Moderatoren von China News einen, der sich mit den Bewegungen der verschiedenen unterdrückten Gruppen in China befasst, den ersten Webplattform zur tibetischen Frage in chinesischer Sprache. Unterstützer aus Uighur, Hongkong, Mongolen, Taiwan und vor allem Chinesen aus dem Ausland und von dem chinesischen Festland kamen und zeigten ihr großes Interesse, mehr über Tibet zu erfahren. Ausgehend von Dr. Michael Van Walt's neu aufgelegten Tibet-Brief 2020 widerlegte das vom Office of Tibet Südafrika organisierte Webinar die sogenannten historischen Ansprüche Chinas auf Tibet. Der ehemalige Präsident von Botswana, S.E. Seretse Khama Ian Khama, sagte, es ist bekannt, dass Tibet vor der Invasion immer eine unabhängige Nation mit eigenem Territorium, eigener Kultur und einem voll funktionsfähigen Regierungssystem war. China muss auf die eine oder andere Weise vertrieben werden. The people of Tibet should therefore have a right to self-determination. That is, the right to freely determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and cultural development as stated by the Tibet Justice Center and Unrepresented Nations and Peoples Organization report of 1998. Der Tibet-Experte Dr. Michael Van Walt sprach darüber, dass die nun schon 70 Jahre andauernde Besetzung Tibets durch China das Land ermutigt, seine expansionistische Pläne auch anderswo fortzusetzen und rief das internationale Schweigen auf, das seinen wirtschaftlichen Interessen Vorrang vor dem Schutz des Grundrechts der Tibeter auf Selbstbestimmung einräumt. The People's Republic of China has occupied and colonized Tibet against the will of the Tibetan people for 70 years now, and China appears to be getting away with it. But its sovereignty claim to Tibet has no legal basis and rests solely on a historical narrative, a narrative that is Sinocentric, that is self-serving, that is part inaccurate, and highly misleading. But it's so persistently and forcefully pushed by Beijing that the world has gradually bought into it, and today largely treats Tibet as China's internal affair, beyond the purview of the international community. Dr. Teran Yago Arya, Repräsentant des Tibet-Büros in Japan, informierte am Donnerstag dieser Woche das Menschenrechtskomitee der regierenden Liberaldemokratischen Partei Japans im Hauptquartier der Liberaldemokratischen Partei in Tokio über die aktuelle Situation in Tibet. Dr. Arya sprach auch darüber, dass die chinesische Regierung tibetischen Regierungsbeamten und ihren Kindern den Besuch von Klöstern verbietet
um sie von ihrer kulturellen und religiösen Identität zu trennen. Der Abgeordnete Dr. Arya informierte das Komitee über den Tibetan Policy and Support Act 2020, der von den Vereinigten Staaten verabschiedet wurde, und appellierte an die japanische Regierung, das Gesetz zu unterstützen, da dies andere Länder dazu inspirieren wird, sich gegen die Aggression und repressive Politik der chinesischen Regierung in Tibet zu stellen. Er appellierte auch an die japanische Regierung, den Reciprocal Access Act zu verabschieden, um das Recht zu haben, Tibet zu betreten. Nach dem Briefing sprach der Abgeordnete Arya mit Reportern der wichtigsten Medien. Am Montag dieser Woche organisierte die Italia Tibet Association in Zusammenarbeit mit Buddha Winter, einem Online-Magazin über Religionsfreiheit und Menschenrechte in China, dem Heritage of Tibet und AREF International, eine virtuelle Veranstaltung mit italienischen Parlamentariern, um die Menschenrechtsverletzungen und Umweltzerstörung durch China in Tibet und Xinjiang zu diskutieren. Die teilnehmenden Abgeordneten kritisierten die Vergabe des Olympischen Winterspiele 2022 an Peking und riefen zu deren Boykott auf. Die Veranstaltung wurde als Nachbereitung der Pressekonferenz vom 10. März organisiert, um die Möglichkeit zu diskutieren, eine starke Botschaft an China gegen seine repressive Politik gegenüber Tibetern, Uiguren und Hongkong zu senden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis nächste Woche.